Ich sehe ein Licht. Servus meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bayerisch für Anfänger. Die mich auf Facebook verfolgen, wissen es bereits, die anderen sehen sie jetzt. Ich habe neues Licht. Macht meiner Meinung nach einiges aus. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Heutiges Thema sind Karten. Jetzt kommt die dunkle Jahreszeit, Winter. Was macht man ganz noch im Wirtshaus sitzen? Und was macht man im Wirtshaus? Wenn man nicht reden will, spielt man Karten. Dieses sind jetzt die Spielkarten eines ganz normalen, simplen Kartenspiels. Und ich will das jetzt mal erklären, wie man die ganzen Karten nennt und welche Spiele man damit spielen kann. Und dazu hole ich ihn jetzt erst einmal näher ran. Also, in einem Kartenspiel haben wir 4 ganz simple Farben. Genannt bei uns einmal Eiche, auf Bayerisch war das dann Eichel. Dann haben wir Blatt, also Greu zu Bayerisch. Dann hätten wir die Schelle, Schollen. Und zu guter Letzt Herz, Herz ist Herz. Das sind die 3 Farben. Dann kommen wir zu den Zahlen. Bei den Zahlen geht es los mit dem 6er. Ich habe jetzt stellvertretend nur die Farbe Eichel genommen. 6er wird meistens aussortiert, da in den meisten Spielen, die man bei uns da spielt, nicht gebraucht wird. Dazu kommen wir aber später noch. Dann haben wir einen 7er, einen 8er, einen 9er, einen 10er, einen Unter, einen Ober, einen König und das Ass wird bei uns Sau genannt. Das waren jetzt die verschiedenen Karten nach ihrer Wertigkeit sortiert, von der niedrigsten zur höchsten. Das gilt für jede Farbe. Bei uns in den Kartenspielen, da schauen dann die Ass oder so schauen auch ein bisschen verschieden aus. Eichelsau, Schollensau, Greisau oder Herzsau. Ja, das wäre es gewesen mit den Karten. Jetzt kennt ihr zumindest schon mal die Namen. Und wenn ihr irgendwer fragt, hat es eine Sau oder hast du einen König, dann könnt ihr zumindest regelgemäß antworten. Jetzt mache ich meine Kamera mal zurückschalten. Das war es jetzt zu den Benennungen der Karten. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig geholfen. Ich sehe das mit dem Leucht, glaube ich, klappt ganz gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hätte schon wieder fast das Zitate-Rätsel vergessen. Das letzte Zitat war anscheinend auch noch zu schwer für euch. Das letzte Zitat wäre auf meiner leicht Black, mit dem rede ich überhaupt nichts mehr. Stammt ursprünglich von Stan Laurel, also dem einer von Dick und Doof. Und heißt eigentlich auf Hochdeutsch nichts anderes, weil wer auf meiner Beerdigung war, mit dem rede ich kein Wort mehr. Hat leider wieder keiner erkannt. Ich glaube, ich mal leichtere Zitate nehmen. Und das heutige Zitate-Rätsel wäre dann: gibt's mir einen Hebel, der aber groß genug ist und ich kann die ganze Welt drehen. Simpel, eher einfach. Schreibt es in die Kommentare. Ihr dürft zwar immer ein Like, einen Daumen nach oben, einen Kommentar, ein Abo, Moment. Ich darf mich schon wieder bedanken. Wir haben die 250 Abonnenten-Marke geknackt. Also, danke dafür. Ich hoffe, es werden mehr. Schaut auch gut aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Und denkt immer dran, seid freundlich.